Konnichiwa! Hallo Korbi-san, hallo Zuhörer-sans. Heute wird's bei uns ein bisschen japanisch, weil wir uns zu der Netflix-Serie One Piece zusammensitzen. Korbi, schön, dass du dabei bist, oder Korbi-san, wie man sagt. Ja, servus, aber das ist ja eigentlich gar nicht japanisch. Ja, aber der Ursprung ist japanisch, auf den gehen wir vielleicht dann auch noch mal ein bisschen ein. Ja. Und im Herzen, es ist auf alle Fälle japanisch im Herzen, tät ich sagen. Und so abgespaced wie One Piece ist, kann es ja nur japanisch sein. Ich glaube, wir haben uns ja schon bei den Nippelverhärter oder in irgendeiner Folge haben wir uns schon mal drüber unterhalten, wie wir das finden, dass das ja jetzt als Realverfilmung bei Netflix erscheint, weil, also alle, die sich ein bisschen darüber informiert haben, werden schon gelesen haben, die Vergleiche zu Cowboy Bebop oder Death Note oder was weiß ich, die sind ja alle in die Hosen gegangen bei Netflix. Das war ja nicht der Erfolg, den sie alle erhofft haben. Und das Internet hat sich ja schon das Maul zerrissen über die ersten Bilder, die man dann gesehen hat von One Piece. Der Einzige, der die ganze Zeit gesagt hat, na, ich glaube, das wird was, das warst du, Kani. Ja, Logo, weil ich bin ein durch und durch positiver Mensch. Und ich muss ja sagen... Ja, genau. ich muss ja sagen, ich bin ein Riesenfan von der Cowboy Bebop Realserie. Ich finde, die war wirklich sehr nah am Anime dran, weil ich habe einen Anime kurz davor noch mal angeschaut und finde es sehr schade, dass die gefloppt ist. Death Note steht auf einem anderen Blattpapier. Wenn ich Death Note heißen darf, dann darf er besser funktionieren. Ansonsten finde ich, hat er nicht viel mit Death Note zum Tor bis auf den Ryuk. Oh, Déjà-vu. Das habe ich schon mal zu Mulan gesagt. Du hast da gesagt, du Depp, bla 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 bla. Ja, bei Mulan hast aber nicht du geredet, sondern da hat deine Frau und ihre Freundin geredet, mit die auf der Couch gesessen sind. Das muss man auch mal sagen, gell? Ja, und? Du Schwanz. Bei Death Note ist das Ding, ich habe den Film ziemlich geil gefunden, weil ich aber den Anime nicht kannt habe. Also mir war das nicht so bewusst, dass das auf einem Anime basiert. Dann funktioniert er viel besser. Dann ist es ein grundsolider Horrorfilm, hätte ich gesagt. Ja, genau, richtig. Dann ist er grundsolide. Aber wenn du ihn wirklich in Vergleich setzt und ich versuche da immer ein bisschen distanziert zu sein und zu sagen, okay, das ist jetzt der Anime, das ist was Eigenes, das ist jetzt diese Neuinterpretation, aber bei Death Note das war irgendwie, ich hab die ganze Zeit eher so Final Destination Feeling gehabt bei Death Note. Mhm, ja. Das war ein bisschen und ja, es ist halt einfach, das sind halt, was weiß ich, 2 Staffeln Anime in einen Film einpresst. Aber genug über Death Note. Also, ich meine, dass wir schnell umswitchen und machen wir doch was über Death Note, weil One Piece ist scheiße. Nein, also ich möchte unbedingt über One Piece reden, weil ich habe ja vorhin schon angedeutet, der einzige, den ich kannt habe, der positiv drüber gesprochen hat, war der Kani. Ich habe selber eine große Zweifel gehabt. Bei mir ist das aber ein bisschen eine Besonderheit. Ja, weil du ein Sonderling bist. Ja, war klar, weil ich besonders bin, bla bla bla. Voll super, alle Leute reißt gerade. Tatsächlich ist One Piece einer meiner allerersten Mangas gewesen und das hat mich seit meiner Kindheit mitbegleitet und ich war zu Tode betrübt, wirklich, als der Anime losgegangen ist und es war nicht 1:1 so wie im Manga. Da muss ich sowieso, ich weiß diese Aussage noch und ich habe jetzt in der Vorbereitung, habe ich mir jetzt nochmal so die ersten 10, 15 Folgen Anime angeschaut und die ersten Sim-Mangas gelesen, die ich da habe. Das ist doch fast 1:1 der Manga, bis auf das, dass es nicht am Anfang mit der Geschichte, wo er klar ist, losgeht. Das ist der große Unterschied. Richtig. Das sind 10 Minuten. Ansonsten ist das Ding Du musst dir den jungen Corby vorstellen, dann hörst du irgendwie bei RTL 2 ganz groß, die One Piece Serie geht los. Ich hab echt gedacht, geil, wow, ich bin so gehypt. Und dann schon der Anfang und alles mit dem Gold Roger. Perfekt, richtig cool. Und dann geht das nicht so los wie im Manga. Und auf einmal ist Nami dann schon auftaucht und alles. Und dann hat das irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. Und da war ich so enttäuscht, dass ich aber tatsächlich... Dass du nie wieder reingeschaut hast? Ich hab nie wieder reingeschaut. Also ich weiß nicht, hast du mittlerweile ein bisschen weiter reingeschaut? Nein, wirklich nicht. Nein, weil wie gesagt, ich hab jetzt mal reingeschaut und ich hab mir das angeschaut und ich hab deine Worte im Kopf schallern gehört und hab mir gedacht, Corby, du hast wirklich wegen 15 Minuten anderer Anfang hast du dir einen unglaublich geilen Anime gelassen. Du bist so ziemlich der zweitdümmste Mensch auf der Welt. Danke. Aber ich habe dann ein bisschen geschaut, es sind feine Unterschiede, sind auf alle Fälle dabei, aber im Großen und Ganzen ist der Anime, zumindest jetzt dieser Anfang, den ich angeschaut habe, ich habe es jetzt gesehen, bis zum Captain Black habe ich mir jetzt nochmal angeschaut und bis dahin habe ich ja die Mangas.
Das ist fast 1:1 der Manga. Also du kannst da eigentlich, mittlerweile kannst einsteigen, du hättest ein bisschen was zum Schauen. Was sind wir bei 1076 Folgen oder 1176 Folgen? Irgendwie so. Also du hättest gut was zum Tun, nimmst du Urlaub. Na, ich hab nämlich jetzt wieder angefangen, die Mangas zu lesen. Also jetzt dank dem One Piece Hype habe ich jetzt einfach wieder angefangen, dass ich von vorn die ganzen Mangas lese. Und das ist echt so wie ein Flashback und ich krieg Gänsehaut beim Lesen. Ohne Scheiß. Also wir reden ja gleich über die Serie, da habe ich auch sehr viele Gänsehautmomente gehabt, obwohl die Serie wirklich sehr anders, also sie ist nicht sehr anders zum Manga, es gibt viele Parallelen, aber sie ist halt einfach anders aufgebaut. Ja, sie ist irgendwie so eine Mischung aus Manga, Anime und was Eigenem. Ja, und das ist aber ja auch nicht schlecht, das macht es schon wieder irgendwie sympathisch. Bei dem Manga ist es halt echt so, also jetzt mal für alle, die nicht wissen, um was im One Piece geht, es ist eine Piratenwelt, also eine fiktive Welt, in der vor allem die Piraten die Hoheit haben, weil es gibt nur einen ganz dünnen Kontinent, der heißt Redline, und drumherum ist East, West, North und South Blue, also das sind praktisch die Ozeane, und die Linie, die, wie nennt man das, vertikal. Im rechten Winkel auf die Redline stoßt. Richtig, genau. Das ist die Grand Line. Und die Grand Line, die ist richtig gefährlich und da tummeln sie nur die allerkrassesten Piraten und überleben nur ein Bruchteil von denen. Und wir steigen ein beim Monkey D. Ruffy, im Original Monkey D. Luffy. Luffy. Im Japanischen heißt er auch nur Luffy. Das ist für mich immer ganz schwierig, da ich ein Anime auf Japanisch anschaue mit Untertitel. Dieses Hin- und Her-Switchen die ganze Zeit zwischen Luffy und Ruffy und ich weiß nicht, ob ich so an das Luffy gewohnt, dass ich Ruffy immer ganz schwierig finde. Jedenfalls, dem sein ganz großer Traum ist es, Pirat zu werden, und er freundet sie mit einem Piraten, also mit einem Kapitän und seiner Crew an, mit dem roten Shanks. Und ja, da sieht man halt dann, wie er ein paar Mutproben dann macht, wie er schneidet sie zum Beispiel in Backe. Vor allem die geile Mutprobe, die ihm keiner auferlegt hat, wo er einfach sagt, hey, ich halte Schmerz aus, ich hau mir ein Messer ins Gesicht. Jawohl, super. Und das Geile ist, und dann sagt, wieso hast du das getan? Ich wollte dir eigentlich ins Auge treffen, hab's verfehlt. Genau. Scheiß Psycho. Und ja, weil der Ruffy ein bisschen dumm ist, also anders kann man es auch nicht sagen. Nur ein bisschen, simple-minded. Ist da halt dann aus Versehen die Gum-Gum-Frucht, eine Teufelsfrucht, die der rote Shanks erbeutet hat. Und diese Teufelsfrüchte, die verwandeln halt einen Menschen, also die geben dem Menschen, der die isst, bestimmte Fähigkeiten. Beim Ruffy ist es eben die Gum-Gum-Frucht und macht ihn zu einem Gummimenschen. Das heißt, der ist mega elastisch und genau. Kann sich gut strecken. Genau, ich glaube jetzt so den kompletten Anfang muss man nicht erklären. Er ist halt dann später erwachsen und ein junger Erwachsener und tritt halt dann seine Reise an, weil er ein bisschen dumm ist, aber halt auch sehr naiv, und er geht halt von Haus aus, also wirklich gleich am Anfang, er wird Piratenkönig und er erzählt es an jedem. Kriegt dann nach und nach eine Crew zusammen und erlebt dann sehr viele Abenteuer, zuerst im East Blue, wo es an der Serie drum geht, und dann später auf der Grand Line. Schön, passt. Hast du schön gemacht. Eigentlich war es halt schön, muss ich kurz nochmal es war der Seppi, wollte halt noch mitmachen. Der ist aber leider kopfwehbedingt ausgefallen, weil es war dann ganz interessant gewesen. Mit mir hätte man einen gehabt, der Manga gelesen, Anime geschaut und die Serie. Mit dir einen, der nur einen Manga gelesen hat, und mit dem Seppi einen, der völlig blind in die Serie eingegangen ist. Aber ja, zumindest kann ich ausrichten vom Seppi, er war begeistert davon. Und zwar so, dass er seine Arbeit liegen hat lassen, hat sich danach geärgert, weil er dann länger arbeiten hat müssen, weil er sich nämlich die Serie einballert hat. Scheiße. Was ich vielleicht nur erwähnen möchte, den Manga gibt es seit 97 und es gibt mittlerweile 106 Bänder. Es gibt immer noch kein Ende. Irgendwas habe ich mal gelesen, das war aber schon vor 3-4 Jahren so gerüchteweise, dass er angeblich mal in einem Interview, dieses Interview habe ich nie gesehen, hat man nie jemand sagen können, der das verzeiht hat, dass er in einem Interview behauptet hat, wie heißt der Eiichiro Oda, oder heißt der Zeichner? Ja, Eiichiro Oda. Dass er bei 80% der Handlung jetzt halt ungefähr angekommen ist. Aber wie gesagt, ich habe dazu nie irgendwie was gefunden, und alle, die mir das verzeiht haben, die haben dann immer gesagt, ja, das gibt's irgendwo, dieses Was, Interview. echt 80%? Aber mein letzter Stand war Hälfte. Okay. Ja, wie gesagt, das ist ohne Gewähr. Irgendjemand hat das mal verzeiht, und dann habe ich gesagt, ja echt, wo war das? Ja, weiß ich nicht mehr genau. Das ist wie mit Horrorfilmen, die dann immer irgendwann gesehen hat, wo er nicht mehr weiß, wo sie her sind. Er weiß nur, dass sie aus Russland sind. Er weiß, dass mit einer Flexsteppern auseinandergeschnitten haben. Also typische Lügengeschichte halt einfach.
Gibt es halt einfach so gewisse Merkmale, typische Liegengeschichte. Ja, ich hab's mir gedacht, weil ich hab dann nämlich jetzt auch nochmal wieder Bock gekriegt auf Mangas, schon vor längerer Zeit. Habe ich mir dann so die Chainsaw Man-Reihe habe ich mir komplett geholt und Attack on Titan habe ich angefangen. Und dann hab ich wieder mal, nimmst du mal One Piece mit, hast du noch nicht so viel. Und dann sehe ich das eben 106 Ausgaben. Ja, toll, dürfen wir jetzt noch 100 Mangas kaufen, Arschgeigen. Ich bin jetzt tatsächlich umgestiegen und hab's mir auf dem Kindle gekauft. Also, ich lese gerade wieder von vorn und das heißt, solange ich noch Bock hab, kaufe ich mir immer wieder halt dann einen, weil mir geht da auch der Platz aus. Ich hab, glaube ich, die ersten 60 und dann, ja, bin ich halt dann auch irgendwann ausgestiegen, weil ich mir dann gedacht habe, ja gut, ist, also, wie lang geht das noch? Das ist das gleiche wie mit Detektiv Conan. Ich glaube, da gibt's ja auch, weiß ich nicht, 200 Bände oder so und immer noch kein Ende. Das ist doch krank. Also irgendwann möchte man doch einmal ja ein Ende wissen, verdammte Scheiße. Das Scheiße. ist geisteskranke, verdammten Japaner. Geisteskrank seid ihr. Aber Conan hat mich nie so interessiert. Den habe ich mir damals als Bub ab und zu auf RTL 2 angeschaut, aber der hat mich nie so wirklich mitnehmen können. Der ist halt dann noch irgendwann unrealistisch, wenn du da halt dann denkst, ja okay, die müssten doch langsam auch alle mal, also die Kinder um ihn herum altern. Also dann müsste das ja schon mal auffallen. Aber na, machen wir nicht. Ja, ist der Ash Ketchum gealtert? Nein. Die altern nie. Keiner von denen altert. Außer im One Piece, da altern die schon. Ja, die sind doch auch nicht wirklich älter geworden. Falle. Das Einzige, an dem du es vielleicht festmachen kannst, ist, dass der Name ihre Titten noch größer werden. Und da möchte ich gleich mal anmerken, dass wenn in dieser Realfilmserie nicht irgendwann passiert, dann steige ich aus. Okay, lass uns über die Serie reden. Da steige ich komplett aus. Meinst du, ich hab mir jetzt schon, bevor wir mal direkt einsteigen, wie weit bist du mit der Geschichte und dem Manga, wie weit hast du den gelesen? Ja, so 60, also Fischmenscheninseln. Das zweite Mal Fischmenschen, da wo sie unter Wasser sind? Ja. Ja, genau. Also ich bin ja mit dem Anime zum Beispiel auf Stand. Und wenn ich mir jetzt das anschaue, wie das alles noch, diese Welten, diese Figuren, diese Kämpfe, diese ganzen Stufen an Kräfte und so weiter, die sie entwickeln, ich frage mich echt, wie das einmal in der Serie umgesetzt wird. Mhm. Weil es ist, sie haben ja jetzt in der Serie ziemlich viel Sets gebaut. Ich glaube, diese Flying Lamp haben sie sogar wirklich nachgebaut. Ja. Spadi T ist gebaut worden. Das Schiff von der, wie heißt die fette Amsel am Anfang, Alvida, oder? Echt? Das ist auch gebaut worden? Da haben sie auch gebaut. Also ich weiß nicht, ob sie das komplette Schiff gebaut haben, aber zumindest so ein Außenset und so. Das wäre ja geil gewesen, wenn sie das vom Grab gebaut hätten. das war auch geil, ja. Aber sie haben da unglaublich viel nachgebaut und irgendwann wird das Zeug so abgespaced und abdraht. Also da kann ich es dann verstehen, wenn man sagt, wir können das nicht mehr bauen, wir müssen das jetzt halt animieren. Ja, sie haben jetzt da in der Serie auch schon relativ viel Handlung wieder weggelassen, viele Figuren ja weggelassen. Also Handlung zum Beispiel, das ist mir auch jetzt beim Lesen halt aufgefallen. Es gibt ja diese Tierinsel, da sind es auch, glaube ich, das ist die zweite oder dritte Insel, wo der Ruffy landet, mit dem Gimon, der Typ, der in der Kiste drin sitzt. Ja, ja. Genau, das, ja klar, kann ich ja auch verstehen, dass sie es dann da weglassen, weil so, wie sie diese 8 Folgen gestaltet haben, muss ich sagen, wow, richtig cool. Obwohl ich diese Handlung in- und auswendig kenne, gerade so den Part beim East Blue, habe ich mitgefiebert. Und es war einfach geil. Das haben wir auch gedacht, ja. Also eben mit dem Vergleich, dass man jetzt auch diese Anfangsdinge nochmal angeschaut haben und so. Es ist eigentlich Wahnsinn, wie viel das weggelassen worden ist, aber wie sie es trotzdem in diese 8 Folgen schön flüssig erzählt haben, dass sie da diese Crew auf die erste Staffel zusammenfinden kann. Ja. Das finde ich, das haben sie echt elegant gelöst, muss ich sagen. So, wie machen wir es denn jetzt? Also sollen wir jetzt jede Folge einzeln anschneiden oder setzen wir mir voraus, dass ihr einfach eigentlich die Serie mal anschaut und wir reden mal ein bisschen über das, was uns begeistert hat? Ja, ich darf ein bisschen über das einfach reden, was uns begeistert hat. Wer sich die Serie nicht anschaut, der ist ja selber schuld. Und mit solchen Leuten möchte ich gar nichts zum Tor haben. Weil da kann ich eigentlich nur dazu sagen, also das ist momentan bei mir zumindest in der Firma so das Top Nummer 1 Thema, wenn man privat mit jemandem reden will. Und sehr viele Leute, die entweder nur den Anime kennen oder davon noch nie was damit angefangen haben, die finden die Serie echt geil. Ich habe noch keinen getroffen, der zu mir gesagt hat, nein, das ist echt der Scheiß. Ich hab mit Mike getroffen und ein bisschen geratscht und der ist ja früher, als ich angefangen habe, dass ich mir Animes anschaue, da hat er mir immer belächelt, die blöde aufgeschwemmte Sau. Und jetzt hat er auf einmal war er so gekommen, ja, was sagst jetzt du dazu als Anime-Ding? Und kann man nicht mal das anschauen? Dann hat er wieder mal vorgefühlt für seine Frau, wie brutal das ist, weil der Mike muss ja immer gerade stehen für gewalttätige Szenen. Und er ist, glaube ich, ein bisschen abgefixt bei dem ganzen Ding jetzt. Also er war jetzt nicht mehr so, wie er sonst das Ding belächelt hat. Ich habe Angst gehabt, als wir uns das angeschaut haben, weil Jesse
Also ich habe es vorsichtig gefragt, ich habe gesagt, ich schaue mir das an und ich werde mir alle 8 Folgen anschauen. Und ich werde weinen, wenn es nicht passt. Du kannst die entscheiden, ob du mitguckst oder nicht. Aber, Frau, sei erinnert, One Piece ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Und wenn du mir das normale gerätst, dann bin ich jetzt tot beleidigt. Scheidung! Und ich war wirklich nervös, so in die ersten 10 Minuten, weil du weißt ja echt nicht, wie komisch wird das jetzt. Ja. Gerade wenn du den roten schenkst und so zum ersten Mal siehst mit seinen roten Haaren und so, wo du dann denkst, ja, okay. Aber irgendwie, je weiter die Geschichte erzählt wird, umso mehr findest du die in dieser Welt wieder. Und spätestens nach dem ersten Auftritt vom Zorro war Jesse voll Gas in dieser Serie drin. Die hat 3 Schwerter. Voll geil. Ja, da hat mich nämlich auch gedacht, darum hätte mich das jetzt vom Seppe interessiert, aber da es ihm gefallen hat, passt das schon mal, weil ich denke mir da nämlich oft, diese Figuren sind teilweise so abgespaced und es ist alles so abdraht, kann da überhaupt einer, der mit Animes nichts zum Tor hat, findet der da überhaupt Zugang dazu? Weil er eben allein das mit dem Zorro, dass er 3 Schwerter hat und eins im Mund einsteckt zum Kämpfer. Das ist so drüber. Aber es ist halt so geil und es wird halt wirklich gut umgesetzt, finde ich, in der Realserie. Oder auch wenn er im Anime mit seiner scheiß Hundsmützen umeinander rennt. Aber was möchtest du mit der Hundsmützen? Die kannst du dann niemals im echten Ding aufsetzen. Ja, hat er auf und es passt aber irgendwie. Es ist zwar bescheuert, aber nicht lächerlich. Ja. Beim Captain Black, da ist mir halt aufgefallen mit seiner Westen, wo man einmal das erste Mal sieht, mit diesem Scheißehaufen drauf. Dass das, ja, also irgendwie in echt schaut's doof aus, aber er ist halt echt dieser Charakter. Also das hat der im Manga und im Anime einfach auch gehabt. Ja. Das haben wir auch gedacht, allein sogar an seinem Krang, diese eidrade Spitzen ist aus dem Manga aus. Also da ist wirklich so viel Liebe ins Detail eingesteckt worden und das ist so nah am Original, dass ich war vollkommen geflasht. Allein, weil du gerade sagst, der Captain der Black mit dem Geilen, dass er mit dem Handballen allweil sein Brühen aufschiebt. Diesen Move habe ich schon ganz vergessen. Das war so ein Gänsehautmoment, wo ich dann gedacht habe, boah, stimmt, genau, er hat immer so geil sein Brühen aufgeschoben. Mein Gänsehautmoment in der Folge war das, wo es die Flying Lamp das erste Mal gesagt haben. Und wenn dann das erste Mal das Theme läuft, oder nein, das war am Schluss, was sie direkt gesagt haben. Weil für mich war es ganz am Schluss dann noch, wenn das erste Mal das war sowieso. Krieg ich jetzt noch Gänsehaut. Ich hab mir dann gedacht, fuck, wenn's ihr kurz mal die Staffel macht, ohne Scheiß. Ich raus komplett aus, ja. Aus. Wahnsinn. Aber Simone läuft ziemlich gut, was ich bisher gehört habe. Es geht ja schon durchs verrückte Internet, gerade bei Facebook schon wieder, ja, 2. Staffel bestätigt, bla bla bla. Das ist Bullshit, Leute. Also zumindest heute ist der 12.9. Es ist noch gar nichts bestätigt. Netflix hat sich noch nicht dazu geäußert und nur Tomorrowland, oder wie heißt es, Tomorrowland Studios. Kann sein, ja, weiß jetzt gar nicht, wie das Studio dahinter ist. Die haben gesagt, sie haben schon die ganzen Skripte für die 2. Staffel und sie warten bereit. Also sonst, es ist schon nicht bestätigt. Bleibt so mal cool, Leute. Bleibt so mal cool. Everybody be cool. Ja. Wie findest jetzt du die Umsetzung der einzelnen Figuren? Das würde mich jetzt einmal interessieren. Also der Ruffy, da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich den, als ich ihn akzeptiert habe. Aber spätestens, wenn die ersten echt einfach typisch Ruffy naiven Sprüche kämen. Gerade in Konversation mit anderen Leuten. Ja, wenn der Zoro verwundet ist. Du musst ins Body Tee, aber ich habe jetzt keinen Hunger. Ja, so geil. Nein, wir brauchen einen Arzt. Das, wie er dann die Rechnung wie selbstverständlich unterschreibt. Ja, geil. Ja, klar, ich komme wieder, wenn ich Piratenkönig bin. Und dann zahle ich's euch. Ich habe schon bezahlt. Ich habe ihm nur noch nicht das Geld gegeben. So gut. Aber beim Ruffy finde ich er ist nicht gar so dumm wie im Anime. Und das finde ich ganz gut, weil das war so ein Bedenken, das ich gehabt habe, weil er ist halt im Anime teilweise wirklich strunzdumm. Und das ist teilweise, das ist in einem Anime funktioniert, das ist Vollgas, da im Zusammenspiel mit dieser ganz quietschbunten Welt und so. In der Realserie hätte ich mir gedacht, also ob man ihm das die ganze Zeit glaubt, dass er so beschissen dumm ist, aber da finde ich, das haben sie ein bisschen, er ist noch geil dumm, aber er ist kein brunzdummer Vollidiot. Ja, er ist kein Vollidiot. Da funktioniert natürlich ein bisschen der Slapstick, der im Anime und im Manga funktioniert, da natürlich nicht. Wobei sie es echt gut gemacht haben. Voll, ja. Also ein schöner Spagat, finde ich.
Wo ich nur Respekt gehabt habe, ist, wie es dann eben, wie er sie entwickelt, wenn der Kampf gegen einen Arlong ist. Weil das ist ja also ein bisschen der erste Charakterbruch, wo er ja dann wirklich richtig wütend wird. Und da war für mich der Ruffy. Also komplett. Da habe ich mir gedacht, geil. Arlong schaut auch geil aus. Allgemein die Fischmenschen, alles in Masken, richtig schön. Der Kiss gefällt mir nicht so. Ich meine, der ist auch im Manga und im Anime natürlich ein hässlicher Hund. Aber ja, weiß ich nicht, der ist für mich ein bisschen befremdlich, aber dafür die anderen, gerade der Schwarzgurt, Alter. Ja, Hammer. Fischmenschen-Karate. So gut. Dass sie einen Okta nicht umgesetzt haben, ist natürlich ein bisschen schade. Ja. Andererseits, wenn man sich dann auch wieder überlegt, wie viel Handlung sie dann da drumherum noch hätten bauen müssen. Auch diese Muku einbauen und was weiß ich. Ja, Ja, hätte es halt schon gesungen. Du musst jetzt sagen, man hat 8 Folgen gerade Zeit, dass man das, und man muss ja diese Crew irgendwie zusammenführen und das finde ich, haben sie jetzt sehr gut gemacht. Und die Storylines, die waren zwar geil rumdumm im Anime, aber sie sind halt nicht zwingend nötig, so aufbauscht zu werden und das finde ich funktioniert ganz gut. Ich finde das Theme vom Arlong ziemlich geil, wenn er Voll mit dem Bass und so, ja, das ist richtig cool. Ziemlich cool umgesetzt auf alle Fälle. Das war beim Black Cat, war's auch, da sind ja auch ziemlich geile Figuren flöten gegangen, allein dieser der Mick Jagger Verschnitt. Wie hat er geheißen, der Jacko? Ja, aber das ist Jacko der Michael Jackson Verschnitt. Er bewegt sich wie der Michael Jackson, aber optisch ist er am Ding angelehnt, am Mick Jagger. Echt? Weil der Oda hat ja ganz viele Figuren an berühmte Leute angelehnt. Da ist ja später einmal der Enel, der ist ja am Eminem orientiert. Ja. Und da waren noch mehrere, ich habe da mal eine Auflistung gesehen, das ist ganz verrückt, was der für Vorbilder gehabt hat bei seinen Figuren. Vielleicht machen wir nur kurz bei der Crew weiter. Nami, also da war ich wirklich am nervösten, wo ich die ersten Bilder gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, in was für Richtung geht das? Erste Szene, erstes Bild, ich hab's ihr sofort abgekauft. Sie ist Nami, perfekt. Emily Root, meine neue Heldin, richtig cool. Kennt man die, hat man die vorher schon mal gesehen? Ich hab also nichts Nennenswertes oder nichts, was mir bekannt gewesen wäre. In Fear Street hat sie noch mitgespielt, aber gut, Fear Street ist mir jetzt auch nicht so im Kopf geblieben und bei der Serie Hunters hat sie mitgespielt. Da muss ich ein bisschen aufpassen, da schauen wir nämlich gerade die zweite Staffel an. Emily Rudd ist die mit dem Paul Rudd verwandt. Habe ich mir auch schon überlegt. Hallo, ich möchte es wissen, IMDb, sag einmal. Oh Mann. Was ist mit ihr noch? Ja, aber was sagst du zu ihr? Mir gefällt's gut. Nami war für mich mit dem Ruffy die gewöhnungsbedürftigste, muss ich sagen. Okay. Aber wie du schon sagst, wenn sie dann spielt, sie ist Nami einfach, das passt dann super, das ist schön zum Anschauen und ich glaube sie jede Sekunde. Also da wieder, wie sie da die Handlung immer ein bisschen angepasst hat, dass sie gleich von Anfang an dabei ist. Ja. Das fand ich gut, also tatsächlich. Ja. Wie es dann gegen einen Captain Morgan kämpfen und du merkst halt, okay, sie ist einfach von Anfang an mit dabei und das ist jetzt schon wieder für mich eigentlich komisch. Das war ja das, was ich in dem Anime so gehasst habe, was ich hier wieder absolut okay finde. Und das ist, ja, dass sie von Anfang an jetzt dabei, also dass sie jetzt von Anfang an dabei ist, das ist, ja, genau. Was ist mit dir? Aber du bist ein komischer Kerl. Das liegt, glaube ich, auch daran, und da weiß ich jetzt nicht, wie es im Anime ist, der Anfang ist 1:1 gleich. Also da, wo sie das erste Mal auftritt mit dem, sie liegt ja so halb bewusstlos in dem Schiff und dann kommen ja die Buggy-Piraten. Genau. Und da verarscht sie ja. Und da weiß ich nicht, ob das im Anime auch so war. Das macht's auch noch, aber sie kommt schon früher vor, nämlich in der ersten Folge ist ja das, sind doch auf diesem Marineschiff mit den Gästen und so weiter und da wuselt sie doch, wo dann die Alvida, glaube ich, angreift. Ja. Und da wuselt sie auch schon die ganze Zeit auf dem Schiff mit umeinander. Und sie ist dann, das ist so ein zweiter im Anime. Das war für mich das Schlimmste. Das habe ich so gehasst. Ja, der Vollidiot. Na, mag ich einfach nicht. Ja, geht gar nicht. Gell. Ich mag das auch nicht also das weiß ich, dass das bei dem One Piece Anime der Fall war, dass ja da also viel mit dazu gedichtet wurde. Also Fillerfolgen und was weiß ich. Und ja, aber das sind mir zum Beispiel, weil ich habe ja Naruto angeschaut und da fällt es extrem auf, wie wann es Fillerfolgen sind. Das merkst du nämlich auch schon im Zeichenstil teilweise und von der Geschichte halt auch. Und das ist mir bei One Piece ganz, ganz selten aufgefallen, dass das jetzt eine offensichtliche Fillerfolge ist. Das finde ich bei One Piece viel besser gelöst, als es zum Beispiel bei Naruto war. Mhm. Und vor allem, also da auch diese Fillerfolgen, sie sind ja da meistens auf irgendeiner Insel wieder mal, diese Inseln haben ja meistens irgendwelche besonderen Eigenschaften
Und deswegen funktionieren da die Füllerfolgen einmal, weil du dann sagst, ja okay, dann sind sie jetzt zwischendrin auf dieser Insel gelandet. Das reißt mir nicht aus der Story aus, sondern es passt halt einfach weiter, dass sie sagen, sie sind jetzt so entlang gefahren auf dieser Insel. Und bei Naruto ist es so, dann läuft ein großer Krieg, dann hast du 2 Folgen Story und dann kriegst du einen Rückblick von irgendeinem Scheiß aus Charakter 6 Folgen lang. Wo ich denke, ja, was soll das? Da reißt mir aus der Geschichte aus, Arschgeigen. Ja, auf jeden Fall hier finde ich gut umgesetzt, gefällt mir. Auch die Änderungen, zum Beispiel beim Parität, dass da nicht sofort abhaut, sondern erst nur bei Erna bleibt, wo man halt dann auch merkt, okay, sie steht auch zu ihren Freunden und dann kommt später erst der Bruch. Fand ich ja cool. Fand ich top. Ja, und Parität, wenn wir sind, dann haben wir ja einen Roronoa Soro seinen großen Auftritt und den finde ich Weltklasse getroffen. Ja. Also das ist für mich, der ist on point, wie man so schön sagt. Der ist perfekt. Also der wie ist der, Mackenyu, der an Zoro spielt, der ist so geil, dieses gelangweilte, lästige die ganze Zeit, so gut wie nie lachen, immer irgendwie ein wenig grantig sein, er spielt das richtig gut und er bewegt sich ja beim Kämpfer richtig, ich bin die ganze Zeit im Anime drinnen gewesen. Ja. Dem habe ich das, obwohl der Anfang ja, oder da wo er eingeführt wird, auch komplett anders ist. Ich glaube, das kommt ja auch im Anime nicht einmal vor. Nein, im Anime ist er, da hängt der Moni auch sofort an diesem Seilding da dort. Ja. Da ist er, der sechstes, na genau, da ist er auch gleich an dem Seilding dort, da ist er nicht in der Bar. Und da kämpft er ja gegen einen Mr. 7, oder? Genau, von dieser komischen Organisation. Kommt die eigentlich später im Manga noch mal vor? Ja, klar, bei der Rockfirma. Das ist das vom Krokodil. Ist das da, wo dann auch der Mr. 3 dabei ist, der über Trass sagt oder so? Ja. Der Französisch übrigens. Die sind das jetzt. Genau, ich habe irgendwie Mr. 7, weil ich mir gedacht, was war das gleich wieder jetzt? Stimmt. Der war super, der Typ. Da fand ich schon richtig geil, dass sie das schon einbaut haben, weil das schlägt halt gleich nochmal die Brücke dann später auf Staffel 2. Und das fand ich richtig cool. Mr. 7 habe ich versucht, mich daran zu erinnern, aber ich glaube, den hat man nie gesehen. Also deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn er den gleich mal am Anfang auf alle Fälle nicht im Anime, weder im Anime noch im Manga ist der am Anfang nicht dabei, was aber später mal auftritt. Ja, aber dem habe ich das sofort abgekauft. Er ist der Zorro, Punkt. Genau. Nuff Genau. So, jetzt ein Charakter, wo wir ja eigentlich schon optisch einen sehr krassen Bruch drin haben. Der Helmeppo. Ja, da war es auch so, das ist der Lysop und der Sanji, da wird ja oft, vor allem beim Sanji wird sich oft beschwert, weil er nicht diese curly Augenbrauen hat. Mein Gott! Und ich denk mir halt, also als Purist kann man sich natürlich beschweren, aber Puristen sind ja meistens Vollidioten. Und das darf halt null passen, finde ich. Das darf richtig bescheuert ausschauen, wenn du jetzt so beim Lysop vorstellst, dass er da so lange Nosen hat. Ja, total. Und also ich finde, obwohl er ja auch genau weiß, wie der eigentlich ausschaut, er ist es. Also, so wie der das spielt. Und allein, das, wenn sie im Parité kämpfen und den Tisch weghauen und er ist dann drunter und grabe so geil davor, so das geil. Ist 1:1 wieder das geile Anime-Verhalten. Also sie haben das so gut getroffen. Jeder von denen ist so geil in seiner Rolle drinnen. Ja, total. Und Sanji, weil du gerade auch angesprochen hast, ich kann mir das nicht besser vorstellen. Er ist super. Ja. Er ist richtig gut und auch wieder geil kämpft, also mit den Händen im Hosensack und mit den Füßen nur, da habe ich mich auch gefragt, wie werden sie denn das machen, dass er das so hinkriegt, aber er hat diesen Kampfstil geil umgesetzt. Ja, total. Wenn wir mal ein bisschen in Zukunft wieder schauen mit den zukünftigen Mitgliedern, da bin ich ja auch schon gespannt, wie die ausschauen werden, wenn ich da eben mal an Chopper, Brook und Frankie denke. Ja gut, also einen Chopper werden sie ja schon sehr früh einführen müssen. Das ist ja der nächste eigentlich, gell? Genau, das muss schon in der 2. Staffel passieren. Genau. Und der Frankie und der Brook, die kennen ja so spät erst, also... Ja, Robin ist ja dann noch vorher, gell? Genau, Robin kommt noch vorher. Die nächsten sind Chopper und Robin und da kommt dann der Frankie, danach dann der Brook. Ja. Aber wie gesagt, diese Figuren, Frankie und Chopper, ich bin echt gespannt, wie die umgesetzt werden, weil ein Chopper, den darf jetzt fast animieren. Da hoffe ich aber, dass das dann so ein Stil wird wie bei Guardians of the Galaxy, der Rocket, dass das wirklich noch jetzt ausschaut. Weil wenn ich mir da jetzt vorstelle, dass die ganze Ding so kreislig animierte Figur umeinander hupfen hab, dann, das kann mich dann schnell rausziehen aus der ganzen Ding. Ich bin einfach jetzt mal gespannt und ich hoffe, dass die 2. Staffel bestellt wird. Das heißt nicht, dass es deswegen ein Garant ist, dass es dann weiter geil bleibt. Aber das nicht, nein, aber wir haben auf alle Fälle einen guten Start gelegt. Total. Und bei der Serie, es ist ja, glaube ich, die teuerste Serie des Jahres, die rausgeschmissen wird, mit 130 Millionen. Tomorrow Studios waren es übrigens, nicht Tomorrowland Studios. War Tomorrowland nicht, war das nicht ein Michael Jackson sein Anwesen?
Da, wo sie Weincola für Kinder gegeben hat es geheißen. Weincola. Kann sein, ja. Aber Also Tomorrowland ist auf jeden Fall ein Elektrofestival. Ah, stimmt. Wie hat denn der Michael Jackson sein Anwesen geheißen? Ist wurscht. Aber die Gerüchte, weil am Anfang, es hieß ja eine Zeit lang, dass One Piece die teuerste Serie aller Zeiten werden soll. Und Gerüchte hat man dann gelesen von 1 Milliarde Budget und voll eskaliert ist noch gerade. Aber ja, ob das nicht einfach vielleicht dann für die ganze Serie 1 Milliarde wird. Wäre angebracht. Ja, du musst sagen, du hast jetzt über 1000 Folgen. Wie viele Staffeln sollen das werden? Das wird ja alles irre. Ich bin da voll, da bin ich schon voll in Neverland Range, war das von Michael Jackson übrigens. Ich bin da schon voll in den ganzen Ding drin. Wie soll das werden? Das macht mich wahnsinnig. Ich möchte es sofort wissen. Wie soll das werden? Wenn ich mir jetzt die aktuelle Schlacht von One Piece anschaue, diese Wano Kuni, glaube ich, heißt dieser Arc. Das ist ja irre, was da abgeht. Und ich möchte wissen, wie das werden soll. Die sollen mir jetzt Storyboards schicken oder sonst Dinge. Ich muss ein bisschen was wissen. Macht mich narrisch. Also ich bin bis jetzt zumindest am meisten nur gehypt dann auf die Staffel 2, weil ich diesen Handlungsstrang mit der Barockfirma sehr, sehr, sehr gern mag. Auch gerade Auftritt von Vivi und ich hoffe, sie bauen ihn ein. Wie heißt der? Karu? Welcher war denn der Karu? Ja, ihr Ente. Ach ja, stimmt. Ach, das ist ja dann alles in Alabaster, gell? Ja, genau. War da schon die Barockfirma? Da war doch dann der Crocodile? Ja. Auf den bin ich auch schon gespannt. Ja, er ist ja der Boss von der Barockfirma. Ich hab da irgendwas ist in meiner, gut, ich schaue jetzt seit 15 Jahren One Piece. Irgendwas ist da in meiner Erinnerung durcheinander. Ich sag schon, ich muss noch mal neu anfangen. Wahrscheinlich täusche ich mich, aber das ergibt ja Sinn mit Mr. Seven, also das, ja. Ich hätte irgendwie gemeint, dass diese Barockfirma mit den Nummern, oder kommen die später nochmal? Irgendwas ist da auf alle Fälle Es gibt später ja nochmal einen Handlungsstrang mit der Nico Robin. Also da müssen sie ja irgendwie erklären, wie sie ja dann da reingekommen ist. Ja, aber wir reden jetzt schon die ganze Zeit über Staffel 2. Ja, stimmt. Ein weiterer sehr, sehr gut getroffener Charakter ist der Buggy. Oh ja, Buggy ist meine Lieblingsfigur gewesen in der ersten Staffel. Ich hab ihn geliebt. Super. Erstens mal schon geil, dass er die Leute als Schnullis bezeichnet. Da habe ich schon lachen müssen. Und ich fand, dass sein Lager praktisch, das ist ja komplett weg vom Anime und vom Manga. Ja. Und das fand ich ziemlich krass. Das macht ihn noch viel besser, als er in der Serie eigentlich rübergekommen ist am Anfang. Ja, allein nicht nur, dass er das Dorf zerstört, sondern dass er auch die ganzen Dorfbewohner dann in Ketten legt und da quält und so. Das ist voll krass. Und sie müssen den ganzen Tag seine Show anschauen. Hast du eigentlich gesehen, dass in der ersten Folge, wenn der Zoro in die Bar reinkommt, gell? Ja. Dann geht jemand weg von der Bar und das war schon der Kabichi, da, dieser Einrad-Typ. Natürlich habe ich das gesehen. Ja, jetzt, weil ich es ja gesagt habe. Aber das wird der andere geheißen, Mochi? Nein, der Dompteur? Das war der Kabichi und der... Kann sein, Mochi, ja. Klingt irgendwie so, irgendwas mit logisch. Chi. Irgendwas mit Chi. Die waren nämlich, da haben wir auch gedacht, da ist halt auch viel weggeschnitten, also wie wir vorher schon mal gesagt haben, aber so diese Gehilfen, die eigentlich auch alle immer einen eigenen großen Kampf gekriegt haben, die sind da alle ziemlich weggefallen. Weil, ja Kabachi. Kabachi, das ist aber der Einradfahrer, das ist der Jongleur. Und der andere mit dem Weißen, was schon der auf dem Riesenlöwen reitet, da wo es dann diese Anspielung gibt, wo der tanzende Löwe bleibt. Ja, ich habe jetzt gerade eben da ein bisschen beim Ding geschaut, bei den Credits, der wird da gar nicht gelistet oder überlesen, wahrscheinlich jetzt zum 8. Mal, kann natürlich auch sein. Ja, er steht ja nur da und holt das Licht. Das ist, wenn der Buggy seinen ersten Auftritt hat und da reingeht, dann steht der da mit dem weißen Kopf, mit den weißen Haaren. Und das ist ja im Manga und Anime ist es ja der Dompteur, der auf dem Riesenlöwen umeinander reitet. Und deswegen auch, glaube ich, diese Anspielung mit, wo sein tanzender Löwe bleibt. Also da zumindest auf der deutschen Seite wird jetzt da nicht direkt erwähnt, sondern da ist nur in der Folge 2 als neuer Charakter der Bürgermeister Pudel drin, der übrigens überhaupt keinen vergleichbaren Story-Arc hat zu Manga und Anime. Nein. Ja. Aber der Buggy ist ich finde den auch von den Effekten her gut umgesetzt. Das hat auch gut ausgeschaut, das hat passt. Spätestens da habe ich mir gedacht, ach Kim, Jessie wird doch gleich zu mir sagen, Corby, jetzt mal erst, was ist denn das eigentlich für eine Scheiße? Na, die war dabei. Die war dabei. Sie hat dann sogar zu mir gesagt, weil da warst du irgendwie kurz vorm Einschlafen, ja, bitte schau nicht ohne mir weiter. Da habe ich mir gedacht, Okay, da muss ich also morgen nochmal bis Folge 4 durchschauen. Ja, wieder da. Ja, ich habe es auch schon 2 Mal durchgeschaut.
Und ich glaube, ich werde es nochmal ein drittes Mal durchschauen, weil es mir echt so taugt. Ja. Das ist echt unglaublich gut. Aber wie gesagt, der Buggy, den Typen kennt man aus Agents of S.H.I.E.L.D., da war er mal dabei. Und okay. ich finde den, weil der war im Trailer, haben wir zuerst gedacht, wow, er schaut irgendwie ein bisschen so nach Gruselpsychopathen-Clown aus, aber er ist dann mit seinem Blätschmerz und so weiter ist eigentlich gut drauf geworden. Ja. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Obwohl auch da wieder die Handlung ja gefühlt total anders ist. Es gibt ja auch keinen großen Showdown zwischen Zorro und Kabachi. Also wie im Manga und im Anime. Das ist ein Würgegriff und dann ist Feierabend. Ja, genau. Wir haben mal kurz vorhin über einen geredet, der Garb. Der taucht ja schon eigentlich ab Folge 1 auf. Und Der ist jede Folge dabei. das hat mich erst vorher aus dem Konzept gebracht, weil ich mir gedacht habe, der kommt doch ganz, ganz spät erst vor. Ja. Oder da sind schon auf dem East Blue, da wird ja zumindest beim Manga dann ja über diese Kurzgeschichten dann einmal thematisiert, aber da ist ja auch noch nicht klar, was steckt hinter dem genau. Genau. Und irgendwie finde ich cool, dass die das da gleich so thematisiert haben und dass das ja dann also der Abschluss von der Serie dann, von der Staffel dann nochmal ist. Weil ich finde, das macht ein richtig rundes Bild. Also das erklärt dann ja auch so ein bisschen, warum wird das Kopfgeld so extrem hochgesetzt beim Ruffy. Ja. Ja, sie haben es allgemein, wie wir schon mal gesagt haben, geschafft, dass sie da unglaublich viel Story schön in 8 Folgen einpackern, ohne dass es überladen wirkt, finde ich. Also ich war nie, dass man dachte, wow, jetzt da schluckt's mich gleich mit lauter Figuren und so, sondern das ist alles so schön gemütlich erzählt, jede Folge hat eine knappe Stunde. Und ich war nie überfordert mit den Figuren. Ich weiß, ich hätte jetzt auch gerne einen Seppi gehört, aber da er auch nur geschwärmt hat von dieser Serie, denke ich mal, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass er da überfordert war. Und deswegen war ich da so begeistert von dem Ding, dass sie es wirklich so geil getroffen haben, diese Figuren. Und da eben dann auch selbst wie ein Corby und ein Helmeppo, den Mongo mit seiner geilen Frise, dass die da auch die ganze Zeit noch eine Screentime dabei haben und auch wirklich coole Figuren waren sind. Vor allem der Helmeppo, der ist ja dann von dem Hassenswerten dann am Schluss hier doch auch zum einigermaßen akzeptablen, annehmbaren Menschen geworden. Ja, es ist ja in den Kurzgeschichten also. Ja, die habe ich nicht mehr so im Kopf. Ich weiß nämlich zum Beispiel nur noch, ich weiß an Corby eben nur als kleiner Bubi, bevor er in der Marine ist, und das nächste, was ich in Erinnerung habe, ist, wenn er dann schon voll der Schwertkämpfer geworden ist. Da habe ich an den Helmeppo oder Beppo-Songs, glaube ich, oder? Im Film, in der Serie. Ja. Da habe ich den überhaupt nicht mehr im Kopf, außer am Anfang eben. Also im Manga ist es so, dass ab, glaube Band 3 oder 4 wird vor teilweise einigen Kapiteln so eine Kurzgeschichte immer ein Bild eingeblendet und da wird dann die Geschichte von bestimmten Leuten weitererzählt. Und da gibt es dann auch das mit dem Helmeppo, mit dem Corby, wie die sich halt dann da weiterentwickeln, und da sieht man halt dann, wie es den Captain Morgan ausliefern an den Garb und wie der dann flieht. Und er flieht dadurch, dass er einen Helmeppo praktisch als Geisel nimmt und wirklich damit droht, dass er ihn nicht umbringt. Und Vater des Jahres. Der Corby stellt sie dann zwischen eine Kanone, die eigentlich das Boot, mit dem der Captain Morgan mit dem Helmeppo flieht, abknallt oder abknallen soll. Ja, das ist eigentlich ähnlich wie halt jetzt da in Folge 8, wo sie dann diesen Befehl verweigern, dass der Garb halt dann sagt, okay, jetzt habt ihr so viel Mut bewiesen, dadurch, dass sie halt auch füreinander eingestanden setzen, so, dass ich euch jetzt ausbilde. Ah, okay. Ja, wie gesagt, diese Kurzgeschichten, das alles habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Da sind ein paar Dämliche dabei, auch wie der Chaco bei irgendeinem Tanzwettbewerb teilnimmt und gewinnt und so. Wer war der Chaco? Hä? Wer war der Chaco? Ja, über den haben wir doch vorhin geredet, oder? Ach, der Mick Jagger, Michael Jackson. Genau, ja. Der Geile, er hat übrigens die geilste Fähigkeit, er hypnotisiert eigentlich Leute, aber wenn er Leute hypnotisiert, dann hypnotisiert er sich automatisch auch selber, der Vollidiot. und obwohl das alle also wirklich gleich am Anfang checken, dass das so ist, lässt sich der Ruffy immer mit hypnotisieren. Ja, genau. Er kapiert es nie. Und allein dieses abtrade Beutel, wenn man kurz auf dem Manga, damit man vielleicht ein bisschen als Nichtleser oder Kenner versteht, wie abtrat, das ist eine riesige Schlacht. Dann steht dieser Mick Jagger-Typ da, hypnotisiert Leute, hypnotisiert sich selber, dann links alle da und schlafen, während irgendwo Leute in Katzenkostüme aufeinander losgängen und du denkst einfach nur, was zur Hölle passiert denn da eigentlich? Warum schlafen alle? Das ist nur Abdraht. Super. Muss man mengen. Ich mag's. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, fand ich richtig geil. Corby und Helmeppo richtig gut getroffen, finde ich.
Sehr gut, ja, sehr gut. Ich finde so diese Ergänzung ganz witzig, dass der Helmut Meppo seine Scheißhausfrisur vom Zorro verpasst kriegt. Ja, das fand ich auch cool. Und vor allem, dass er es auch lässt. Warum lässt er es denn? Warum möchte er den ausschauen wie ein Vollidiot? Warum schneidet er sich dann nicht einfach ganz ab? Nein, er mockt dann so rumlaufen. Tja, weil er sie vielleicht dann verbunden fühlt mit dem Zorro, kann natürlich auch sein. Das kann auch sein, ja. Dass er vielleicht sagt, erst wenn ich ihn besiegt habe, dass das jetzt sein Traum ist. Weil man muss ja dazu sagen, bei One Piece geht's immer um Träume. Jeder von diesen Mitgliedern hat den Traum, den er erreichen möchte. Der Ruffy möchte Piratenkönig werden und One Piece finden. Der Zoro möchte der beste Schwertkämpfer auf der Welt finden. Der Sanji möchte das All Blue finden. In dem gibt's nämlich die besten Meeresfrüchte und er ist ja Koch. Und Nami möchte eine Karte von der Welt zeichnen und der Lysop möchte ein mutiger Krieger werden und so. Und dann wird vielleicht ein Helmeppo sein Wunsch, dass er einen Zoro besiegt, damit er sie dann endlich seine Haare einschneiden kann. Nur deswegen. Mir darf's nicht wundern. So abgespaced wie manche Geschichten sind, darf's mich nicht wundern. Dann ich weiß nicht genau, wie man richtig ausspricht, Borgard, keine Ahnung, Borgard. Der Captain Black, über den haben wir vorhin schon geredet. Fand ich am Anfang, da war ich mir nicht sicher, hat der eine Maske auf? Also es sah irgendwie ganz komisch aus von seinen Gesichtszügen her. Mhm. Und dann halt auch noch mit diesem geschleckten Haar, was ja schon passt, aber irgendwie, da war ich mir echt unsicher, haben sie dem jetzt da Maske verpasst? Ganz komisch. Aber ich finde den finde ich auch sehr gut getroffen an sich. Ja. Aber ich glaube, er hat ein wenig eine Maske, weil wenn's da wie heißt der Armo Okam, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, was der heißt doch aber normal, scheiß Schauspieler. Wenn du den anschaust, die Gesichtszüge sind nicht so 100% seine. Oh. Die Wangenknochen und so weiter, da ist schon ein bisschen nachgeholfen worden. Ja, gut. Aber warum? Ist ja eigentlich unnötig. Ja, du darfst mich nicht fragen, du musst Neverland Ranch. Naja, auf jeden Fall. Ja, du hast es vorhin schon gesagt, Alor, diese Handbewegung ist schon ziemlich cool. Da fand ich schade, dass da keinen Rückblick gemacht haben, dass er halt wirklich Captain war und mit seiner Crew und so. Und wie er das angestellt hat, dass er sie ja als eigentlich tot ausweisen hat lassen. Aber ja, gut, da hätte es dann auch wieder, diesen Jacko einbauen müssen oder Jacko, keine Ahnung, Jacko. Es wird aber mal kurzer Zeit, oder? Ja, es wird kurzer Zeit. Ja, genau. Also du hast keinen direkten Rückblick, es wird nur eine Zeit, dass der Morgen irgendwann geschnappt hat und hat ihn hingekriegt und eigentlich haben sie ein krummes Ding gedreht. Genau, weil das Geile ist, da wieder Infos aus dem Manga oder aus dem Anime, die ganze Aktion, dadurch, dass sie halt immer diesen Typen dabei haben, der alle hypnotisieren kann, ist eigentlich eine komplette Farce. Also eigentlich hat der Captain Black dieses Marineschiff fast komplett niedergemetzelt und hat nur einen Captain Morgan am Leben gelassen, damit sie den hypnotisieren, dass er glaubt, er hat einen Captain Black gefangen und haben halt da einen Doppelgänger dann ausgeliefert. Mhm. Und das heißt eigentlich dieses komplette Kapitänsdasein vom Captain Morgan ist halt eine Farce. Der Morgan ist so eine Fotze. Ja. Den haben wir vollkommen übersprungen. Captain Beilarm Morgan. Weil wir auch nicht jedes Folge durchschmerzen, aber ja, ist eigentlich auch eine gute Figur. Ja. Eine geile Figur mit seinem Eisenkiefer und dann hat er Hacke als Hemd und so, geile Typen. Und ist dir da aufgefallen, dass auf dem Kiefer wirklich Möwe draufsteht? Ja, wie im Anime, gell? Ja. Also ich sage ja, diese Detail und im Anime. Diese Detailverliebtheit finde ich halt wirklich, allein diese eintraden Spitzen vom Hämmer bei dem Burgunder, beim Captain Black finde ich unglaublich viel geile kleine Details. Ja. Und ich glaube auch, dass die ganzen Kostüme, weil im Anime hat ja die Strohbande eigentlich immer das gleiche Gewand da. Das dauert ziemlich lang, bis die mal durchwechseln. Und ich glaube, die Kostüme, die haben wir fast jetzt mal was anderes angehabt. Ich glaube, das sind auch alles die Kostüme, die man aus so Filler-Folgen und aus die Filme und so weiter kennt hat. Ja, richtig. Und teilweise aus dem Manga. Also es gibt ein Outfit von der Nami, das kommt in der offiziellen Reihe von One Piece gar nicht vor, aber es gibt ja noch so einen Vorgänger-Manga, der bei, ich glaube, Banzai immer wieder dann erschienen ist und auch bei Gefährliches Halbwissen, ohne dass ich jetzt spicken kann. Es gab nur eine Vorgeschichte. Carlsen-Manga, oder? Nein, Carlsen-Manga ist der Verlag von One Piece. Okay. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, da kommt Nami auch schon vor, Nado Ruffy, und da hat Nami das teilweise dann auch. Okay. Also das ist, glaube ich, das eine Outfit, das ist das Outfit, wo sie nur so einen Halbstrumpf trägt. Nur am Armbein.
Ja, ich glaube, das weiß ich. Ja. Tu nicht so. Ja. Gut, also du möchtest nicht über jeden Charakter reden, dann können wir, glaube ich. Ja, wir gehen schon ein bisschen, weil es sind nicht wirklich geile Figuren da dabei. Ja, Flecky und Siam, cool umgesetzt, coole Idee. Ja. Gefällt mir besser wie im Manga, weil ich finde, da schauen sie ja wirklich total lächerlich aus. Du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn da ein Haufen Piraten dann in Katzenkostümen rumlaufen Ja. und wenn halt dann nur zwei sehr unförmige Piraten in sehr freizügigen Katzenkostümen rumlaufen. Ja, das ist halt dann schon strange und da haben sie ja, also finde ich sehr gut, dass sie diese Änderung gemacht haben, dass Siam an der Stelle eine Dame ist. Passt sehr gut, ja. Und vor allem auch, aber sie haben den Kampf aber trotzdem ziemlich gut umgebracht, weil auch im Manga klauen sie am Zoro dann seine Schwerter und das machen sie in dem Kampf, passiert das dann auch. Also sie haben sie trotzdem mit den Änderungen dann beim Kampf noch schön an der Vorlage orientiert. Ja, genau. Fand ich wieder sehr schön. Dann optisch sehr cool umgesetzt, der Lämpchen. Schade, dass er sterben muss in der Serie. Das war echt schade. Weil der Lämpchen ist ja eigentlich derjenige, der Crew dann das Schiff vermacht. Also im Manga und im Anime ist es eigentlich keine Werft, sondern es ist ein ganz normales Dorf und Kaya ist halt da so die Reichste und hat halt da ihre ganzen Bediensteten und da ist auch der Lämpchen einer der Bediensteten und da ist er eigentlich so ihr bester Freund. Der wird da auch angegriffen, also es schaut auch kurz so aus, als da er sterben, aber er überlebt es halt dann knapp und schenkt halt dann, dadurch, dass er dann die Strohhutbande die anderen fertig macht, zum Dank das Schiff von ihm. Und hier in der Serie gehört die komplette Werft, also nicht nur ein Schiff, sondern die komplette scheiß Werft, der Kaya und die schenkt halt dann einer das Schiff. Ist aber nicht viel. Voll, oder? Ganz potente, ja. Gut, ich meine, ein Lämpchen braucht man dann danach natürlich auch nie wieder, also warum dann nicht unterstreichen, dass der Captain Black echt ein böser Bube ist und den sterben lassen, kann man mal. Der Bogart, ja. Da kann man einmal abstechen. Genau. Ist aber auch, ja, wie gesagt, dieses Design mit seinen Fingermesser, da hat er dann ich glaube 5, genau, er hat an jedem Finger ein Schwert drauf. Finde ich auch ziemlich geil aus. Da haben wir auch die ganze gefragt, wie sie das umbringen. Aber wieder mal sehr geil getroffen. Ja, total. Total. Ohne dass es lächerlich wirkt, einfach nur geil. Apropos lächerlich. Oh, jetzt bin ich gespannt. Parité, hä? Was sagst? Findest du es lächerlich, oder wie? Na, null, gar nicht. Ja, so, finde ich ziemlich cool. Wieder sehr viel von der Handlung abgeändert. Ja. Allein die Tatsache, dass der Ruffy nicht gegen einen Don Krieg kämpft. War ja, habe ich überhaupt nicht mehr so im Kopf gehabt. Doch, ich voll. Weil er es auftaucht und ich habe die Handlung selber auch nicht mehr genau im Kopf gehabt, aber ich habe mir gedacht, oh, den kennt man. Den kennt man. Das war bei mir auch so. Da haben wir gedacht, stimmt, der war ja auch noch da, aber hab's halt dann so hingenommen, dass der gerade so eine Randfigur war. Null? Eigentlich gar nicht. Eigentlich ist er der größte Gegner beim Parité für den Sanji dann, oder? Ja, und für den Ruffy. Genau. Also, vor allem, ich hab mir dann auch gedacht, okay, ja, im Manga, klar, der taucht jetzt auf und ja, das mit dem Djinn, da gab's irgendwas. Und dann erster Band, zweiter Band, dritter Band, nur Kampf, ja. Don Krieg. Denke mal, okay, krass. Aber sie haben zumindest das beibehalten, dass der Mihawk mehr oder weniger aus Langeweile seine ganze Flotte zerlegt. Ja. Weil ich glaube, im Manga sagt er, dass er langweilig war und in der Serie hat es geheißen, sie haben sein Nickerchen gestört, oder? Ja, genau, richtig. Und da Mihawk Falkenauge, ja, sehr geil. Ja, total. Und da sieht man ja auch, wie er dann da das Schiff zerberstet und was weiß ich und dann die anderen einfach so. Da glaube ich, haben wir unseren ersten Wilhelmsschrei, glaube ich, wenn er das Schiff auseinanderhaut. Ja, richtig. Warum haben wir noch einen? Ja, wir haben noch einen zweiten. Kommt später. Oh, also im Along Park. Ja, genau. Ah, okay. Also Don Krieg, schon mega geil ausgeschaut. Mihawk, Falkenauge, auch total, kaufe ich ihm voll ab. Da habe ich ein paar schlechte Sachen gelesen. Echt? Dass die Schuhe nicht passen, wo ich mir denke, Leid, bitte. Ja, echt. Ja, ich sag ja, das sind dann diese Idioten, diese Puristen, die suchen ja dann nur an, weil du kannst ja dann beim Ruff ja über die Schuhe beschweren. Er hat ja, glaube ich, nie Flipflops an, er hat ja direkt so, was weiß ich, Ballettschuhe oder so selbst. Stört mich tatsächlich schon, ja. Ja, halt einen Sacke. Na, also gerade so bei den ersten Folgen fand ich komisch. Hat nicht passt, aber gut. Ja, war ein bisschen, mein Gott, kann's mir tun.
Weiß nicht, wie es dir geht, aber googelst du auch jeden Tag, ob jetzt die zweite Staffel da ist und dann siehst die ganzen Artikel von den altbekannten Clickbait-Seiten, die dann wieder schreiben, diesen Charakter haben sie wirklich rausgelassen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nein, ich google da nicht, weil ich sage, mir kriegst schon mit, wenn es dann soweit ist. Und wieder, wegen dem, was du gesagt hast, wenn du da irgendwas googelst, dann wirst du mit Clickbait-Scheiße zugeschissen und ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, dass ich einen von den Drecksvereinen auch nur einen Klick gebe. Weil es ist so, da keiner kann mir normal irgendwie was schreiben. Das ist so eine Effekthascherei die ganze Zeit und es ist einfach so lächerlich, dass es mit mir kotzt halt einfach auch, dass es so funktioniert. Ja. Gerade, dass bis jetzt noch nicht geheißen hat, diese Figur in One Piece wurde schon in Harry Potter Teil 6 damals von Warner Brothers angekündigt, weil das ist auch immer ganz beliebter Clickbait, irgendwas mit Harry Potter. auf das warte ich auch schon die ganze Zeit. Movie Pilot Man ist da ganz stark vorn dran mit Clickbaits da mit Harry Potter. Die haben jeden zweiten Tag haben die irgendeinen tollen neuen Artikel zu Sachen von Harry Potter, die man nicht gewusst hat. Drum darf es mich nicht wundern, wenn es bald heißt, diese Figur in One Piece ist eigentlich aus Harry Potter. Ist Harry Potter. Genau, ist Harry Potter, ja. Da hat mich nicht wundern. Aber was haben sie dann zum Beispiel für tolle Figuren schon aufgezählt, die sie rauslassen haben? Ich hab dann auch nicht draufgeschaut bei jemandem. Also ich hab in dem einen Vorschaubild habe ich halt wirklich Muku gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja stimmt, wie kann man Muku da rauslassen? Ganz grausam. Na, aber ich find's dann auch schlimm, wenn dann schon wieder so ein Artikel erscheint wie die zweite Staffel von One Piece ist noch gar nicht sicher. Das hätten sie sich nicht erlauben dürfen. Weil ich denke mir dann, ich weiß ganz genau, da steht wieder irgendein belangloser Bullshit drin, der wahrscheinlich irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist. Und vor allem, also für alle, die mir gerade heiß machen, das ist nur Bullshit, Leute. Ihr klickt nämlich da drauf und dann lest ihr erst einmal immer die gleichen Absätze. One Piece ist erschienen, tolle Realverfilmung, wird gehypt von all den Fans, da und da. Und ganz unten steht ein Satz, der vielleicht stimmen kann. Aber ja, genau. Eigentlich eher nicht. Ihr Jonathan Frakes. Ja. Das ist dann der letzte Satz, der immer dabei steht bei den Drecksvereinen. Also merkt euch, alle wichtigen Informationen kriegt ihr in der Regel nur von Viva la Movilusion. John. Das ohne Clickbait, nur mit Beschimpfungen. Ei. Das ist richtig geil. Jetzt mach weiter, du Drecksack. Okay, alles klar. Chef. Chef, apropos Chef. Ja, genau, der Jeff. Rotfuß Jeff. Der Chefkoch. Hammer. Also, der Bart, Alor. Ja. Der Bart ist so geil. Ich hab mir damals immer gedacht, er schaut ja mit seinem scheiß riesen Kochhut und dem Bart dazu, aber er schaut halt einfach lächerlich aus, aber geil lächerlich. Und da haben wir gedacht, boah, das wird wahrscheinlich die Witzfigur schlechthin in der Serie. Aber wie du schon sagst, der Bart schaut so geil aus, ich möchte ihn auch haben. Und ich möchte den Hut haben. Ich möchte alles, und ich darf meinen Fuß auch essen, damit ich so einen Holzfuß habe wie er. Ja. Geiler Typ. Einfach nur geiler Typ. Und auch dieses geile gegenseitig der Namen und Streiten die ganze Zeit ist richtig gut umgesetzt. Ja, finde ich cool, dass ein Patty halt da mit einbaut haben und der Typ mit den grünen Haar. Ja. Und den finde ich auch richtig cool. Im Manga gibt's dann noch einen, da weiß ich leider nicht mehr, wie er heißt. Hab ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Und die haben sie ja dann auch die ganze Zeit immer wieder ein bisschen zankt und die sind dann beide auf den Sanji los und so. Und ja gut, ein paar Charakter musst du halt einfach wegstreichen. Genauso wie den kompletten Story-Arc von Don Creek. Was ich auch so geil finde, die Umsetzung von den Muscheln, die Schnecken zum Telefonieren. Ja. Bülle, 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 Bülle. Super, super. Die haben sie ja wirklich so gebaut, oder? Ja, es sind so kleine schöne Puppen, die es da hingebaut haben. Und da denkt man ja auch schon mal beim Anime, was soll denn eigentlich die Scheiße, das mit Schnecken telefonieren? Und dann haben wir die Schnecken immer die Gesichtszüge von denen Leuten, die es kehren und so. Und ja, ist auch wieder geil. Voll gut. Schönes Detail, dass sie es mit umgesetzt haben. Da fand ich auch die Story, eben wie der Sanji zum Chef kommt, Chef. Da haben wir gedacht, ja, weil das ist im Anime, ist es halt, finde ich, da haben wir gedacht, da funktioniert das einfacher, weil so halt diese Art zu zeichnen, wie es so abgemagert sind und so, das er nimmt die besser mit. Wir werden es das jetzt da hinkriegen, dass jetzt die da 80 Tage auf einer Insel allein umeinander hocken. Hat mir aber keine Sekunden gelangweilt, dieser Part. Und er war doch, glaube ich, auch so 10, 15 Minuten lang, oder? Ja, das definitiv. Und finde ich auch sehr gut umgesetzt. Da ist gerade ein Punkt, den ich mir auch dann für später nochmal aufhebe, über den ich beschweren müsste. Aber hast du den kleinen Burm kennt? Ach, du hast Sweet Tooth nicht gesehen, gell? Na, warum war er das oder was? Ja, genau, der junge Sanji ist auch der Hauptdarsteller in Sweet Tooth. Unter anderem auch der Bur aus Cocaine Bear.
Der habe ich auch noch Blonde. nicht gesehen. Was ist mit dir? Schau mal jetzt so. Aber da habe ich zumindest im Manga gelesen, weil da gibt es immer so, einmal, du kennst es ja, da gibt es ja immer die FPS, also die Fanpost-Seite. Und da stehen ja auch manchmal ein paar Fragen drin zum Anime. Und da stand unter anderem, weil da kommt ja auch raus in der Serie, dass er ja seinen Fuß verliert, weil sie ja da auf dieser Insel drauf sind. Ja, Und genau. im Anime ist es anscheinend so, dass sie dann Fuß einklemmt oder so. Boah, das kannst du dir jetzt auch nicht mehr sagen, ob er sich den Fuß eingeklemmt hat. Ich glaube aber nicht. Okay. So weit bin ich nämlich jetzt mit dem Anime noch nicht gekommen, dass ich da noch einen Vergleich hätte. Weil da war seine Begründung, dass der Anime von weitaus mehr Leid angeschaut wird, wie halt der Manga gelesen wird, und da muss man halt dann auch mehr auf Kinder eingehen und so, und deswegen kann man halt da die ganz krassen Sachen nicht so sagen. Puh, gute Frage. Also mit dem Fuß, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß jetzt zum Beispiel gerade bei dem Black Cat, dass der seine Klingen schon vorher Blut gehabt hat, als er zum Beispiel das Lämpchen da angefallen hat. Dass allgemein immer wieder mal so Blut spritzt. Es ist nicht, aber ob er sich jetzt seinen Fuß selber abgeschnitten und gegessen hat im Anime, kann ich da nicht mehr sagen. Köstlich auf alle Fälle. Köstlich. Ja, auf jeden Fall ziemlich cooler Charakter, wirklich richtig geil getroffen. Und ich finde, wie du ja schon gesagt hast, diese Sticheleien dann auch zwischen am Sanji und Erm, super, wirklich. Da haben sie natürlich ja die zwei Kopfgeldjäger weggelassen, die ja ein bisschen früher dann auf die Strohhutbande treffen. Ja, die fahren mit einer dann ein bisschen mit, gell? Ich glaube, eigentlich nach dem Lysop seiner Insel, oder? Kämen die dazu. Ja, genau. Und fahren dann mit ins Parité. Ist nicht einer von denen, war nicht einer von denen beim Don Krieg in der Mannschaft? Na, das ist der Jin, den du meinst. Ja, kann sein. Der Jin kommt tatsächlich ja in der Serie hervor. Das ist der abgemagerte Typ, der dann nur was zum Essen kriegt. Genau. Aber der haut ja dann wirklich einfach ab. Ja, genau. Und das ist der dann auch voll entsetzt ist vom Don Krieg, als er dann das Parité durchgreift, nachdem er was zum Essen gekriegt hat. Dreckschwein. Ja, genau. Richtiges Dreckschwein ist er da. Ja. Da finde ich ja den ersten Kampf da, wenn der Sanji eben das erste Mal dann seine Fußkicks auspackt, finde ich da ziemlich geil gemacht. Das hat mir sogar fast am besten gefallen. Im Parité. Nein, im Parité, wenn da die zwei draußen streiten. Ach so. Was ich gar nicht mehr. Also in der Serie jetzt, wenn die zwei draußen sitzen und streiten und er erst mal zum Bedienen rausgeht. Ja. Und die gehen dann aufeinander los. Ja. Und dann haut er seine ersten Moves aus. Und da haben wir gleich gedacht, oh, sehr schön. Und er ist ja nicht ganz so pervers wie im Anime und im Manga. Noch nicht. So, aber der Nami, ihre Brüste sind auch noch nicht so groß wie im Anime und im Manga. Okay. Also, was nicht ist, kann noch werden. Aber ich fand's ganz witzig da, wenn du sagst, Nami! Dass der Ruf an mich vorkommt, das hat man schon, da war ich schon glücklich. Wobei es immer auf Japanisch immer nur lustiger ist, was heißt lustiger, ist nicht immer so ein lustiges Wortspiel, weil sie nennen sie eigentlich Nami-san und er nennt es dann irgendwie Nami-swan, also auf Schwan praktisch, sie ist nämlich sein Schwänchen dann irgendwie. Versteht man aber nur, wenn man Japanisch kann. Und da ich das fließend spreche, kann ich natürlich über sowas lachen und ist Idioten nicht. Ha! Mhm. Alle Hörer und ich denken sie auch, ha. Alle Hörer und du denken sie, Mann, ich möchte jetzt auch gern Japanisch kennen. Ja, genau, richtig. Und ein großer Hörer denkt sich, ich schaue mir die Serie nicht an, wenn der Nami ihre Brüste nicht größer werden. Da unsere Hörer nämlich zum Großteil perverse sind. Ja, wir haben es ja vorhin auch schon kurz erwähnt, der Arlong schaut auch total geil aus und hier auch wieder große Änderung. Also sowohl der Buggy als auch der Arlong kommen nämlich in mehr Folgen vor, als eigentlich die Story im Anime und im Manga erlaubt. Der Arlong macht nämlich gleich mal in der Folge 2 klar, dass er hier der Big Boss im East Blue ist. Da ist das gehört, genau. Buggy soll sich zusammenreißen, sonst hat es ihn an die Eier. Genau, und er hat noch nicht an die Eier, sondern er nimmt einfach dem seinen Kopf mit. Ja, und genau. mit Hilfe von seinem Kopf finden sie halt dann die Strohhutbande schon im Parité. Und das ist natürlich auch sehr anders. Das heißt, der große Kampf ist dann nicht Ruffy und Sanji gegen Don Krieg, sondern die Arlong-Bande ist da. Auwezwick, Arlong die Säge. Genau, und die machen erstmal einen Ruffy fertig. Das ist eigentlich ziemlich gemein. Voll. Dafür sieht man dann einen Sanji oben ohne. Er hat einen schön durchtrainierten Oberkörper. Obwohl er nur mit den Füßen kämpft. Naja, kleines Logikloch, aber so, lass mich nicht durchgehen. Diese Idioten, gell. Echt, wie kann so dumm sein? Er müsste halt obenrum eigentlich voll schlaksig sein. Eigentlich genau das Gegenteil von den ganzen Disco-Pumper.
Das müsste halt er sein, aber ja. Vergebene Chance. Ja, und dann fängt auch schon der Story-Arc an von Danami mit dem Along Park. Und da sehen wir ja dann auch nochmal ein paar Charaktere, die dann da eingeführt werden. Nojiko, Genso, Captain Ratte, deine Lieblingsfigur. Captain Ratte, ja. Also geil. Denkst du, was soll das? Kommt einfach einer daher, heißt Captain Ratte und hat Barthaare wie ein Ratz. Ja, und die depperten Ohren. Ja, geil ist er. Deswegen bin ich so muss ich nochmal wieder vorgreifen, wie gespannt, dass ich auf die ganze zukünftige Serie bin, weil es noch so, das ist nur der Anfang, es kämen noch so krass übertrieben abgespacede Figuren, dass teilweise echt da sitzt und denkst, wie kommt man auf sowas? Aber ich finde, also One Piece ist für mich so ziemlich der Peak an Kreativität. Ja. Weil das ist unglaublich, was du da für Welten, für Figuren, für Fähigkeiten kriegst. Das ist, was die Figuren alle für Eigenschaften haben. Wo ich auch gespannt bin, du hast den Anime nicht angeschaut, aber normal haben die Bösewichte in One Piece, die haben immer eine markante Lache. Das haben sie bis jetzt noch nicht so gehabt, bis auf den Buggy, der hat, aber das ist halt einfach eher so eine narische Clownlache. Da bin ich auch gespannt, ob sie das noch umsetzen, dass jeder große Gegner dann so seine markante Lache mit einbaut kriegt. Aber das ist wieder etwas, wo ich glaube, das funktioniert in der Realserie nicht, weil das halt dann immer so, ja, es dadurch ein bisschen aufgesetzt wirken wahrscheinlich. Aber wer weiß, sie sind Schauspieler, sie kriegen Geld dafür, lernt es, dass es gut ausschaut, diese Idioten. Aber Along Park, ja, da haben wir dann auch unseren zweiten Wilhelmsschrei. Das ist, wenn der Ruffy losläuft und dann stellt sich doch die eine Fischkopf in den Weg und der Zoro läuft dann so geil über die Wand entlang und schneidet ihm mit dem Vierseil. Der Typ verabschiedet sich dann auch mit einem Wilhelmsschrei. Ah, ja, stimmt. Ich finde den Arc ziemlich traurig, muss ich sagen. Warum? Das, was, also halt an sich, das, was Nami da auf sich nehmen hat müssen, finde ich, ist so ziemlich das Traurigste an der ganzen Ding, weil trotz dem ganzen Blödsinn haben die alle immer ziemlich traurige Hintergrundgeschichten und die von der Nami und vom Lysop, finde ich, die nehmen mir am meisten mit. Ja, also die schlimmste ist das von der Nami. Ja. Ja, klar, beim Lysop, das ist auch traurig, aber theoretisch hat er noch jemanden, also er hat nur seinen Vater, den er zwar nicht so direkt kennt, aber den er dann. Ja, wie gesagt, ich finde halt so das Traurige an ihm, das ein bisschen Tragische, dass er sich eigentlich nur noch seinem Vater sehnt und deswegen irgendwie rumläuft und schreit, dass die Piraten kämen und für das halt dann natürlich irgendwann einfach nur als Lügner abgestempelt wird, obwohl er es ja eigentlich nur macht, weil er seinen Vater sehen möchte. Und das finde ich ziemlich traurig vor ihm. Oder für ihn, dass es ihm dann so geht. Aber das von der Nami ist natürlich, was da passiert und was sie auf sich nimmt, um ihr Dorf zu retten, finde ich, ist auch sehr traurig. Und dann das, wie sie feststellt, dass der Drecks Along sie nicht an ihren Deal halten darf, so wie es ausgemacht war, und sie dann da auf ihr Ding einsticht, auf ihr Tattoo. Ach, da muss ich mal so ein kleines Tränchen vielleicht wegwischen. Also, das ist halt auch wieder so einer von den Momenten, eigentlich ja wirklich jeder Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, hoffentlich setzen sie das gut um. Das, wo der Zorro so seine Hand gegen den Himmel streckt und dann am Ruffy halt die Treue schwört und so, ja. Und dass er nie wieder verliert. Boah, ich krieg jetzt allein, wenn ich drüber rede, Gänsehaut. Ich möchte sofort noch mehr anschauen. Einfach mega gut. Und ja, bei der Nami war das auch eins mit dem in den Arm einstechen und dann kommt der Ruffy und setzt ihr den Hut auf. Ah, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Stop it, ja. Ah, okay. Krass. Gänsehaut an einem Stück im One Piece. Ja. Also, und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, das Ende dieser Staffel, das ist Gänsehaut pur. Sie machen dann nur auf dem Weg zur Grand Line ihren Schwur gemeinsam. Ein bisschen anders wie, ich kann immer nur vom Manga reden. Im Manga ist da eigentlich gerade tobender Sturm. Und sie sind schon kurz davor, dass sie auf die Grand Line kämen. Und da schwören sie sich das halt. Also es ist praktisch nur nach dem, was höchstwahrscheinlich in der ersten Folge von der Staffel 2 passiert, wenn die Staffel 2 kommt. Die kommt. Wir sind positiv eingestellt, die wird kommen. Ja. Und das fand ich schon ziemlich cool. Und kurz davor erfahren sie ja dann nur das mit dem Kopfgeld vom Ruffy. Ja. Und wenn du dann auch wieder so diese ganzen Weggefährten aus der Serie dann nochmal siehst, wie sie das dann auch erfahren und sie alle eigentlich freien, das ist super.
unglaublich schönes Ende, ja. Also die Staffel geht so schön aus, da bin ich da gesessen, da war ich einfach glücklich. Und ich weiß nicht, wann ich in meinem Leben das letzte Mal glücklich war, aber One Piece, die Realserie, hat es geschafft, mich glücklich zu machen. Aber ein kleines Freudentränchen vielleicht da im Auge gehabt, aber sonst nichts. Wahrscheinlich Gold wie es erschlossen. Oh, Ja, voll. Ich möchte nicht, dass es geil ist, das ist mein allerbester Freund. Das hat ein Kumpel von mir halt auch zu mir gesagt, ja, und dann 8. Folge und dann ist die Staffel aus. Ja, Sie ist so kurzweilig, die gell? machen doch normalerweise 10. Da war ich schon traurig, dass dann die 8. die letzte war. Das war echt mies, ja. Aber wie gesagt, sie ist also unglaublich kurzweilig. Diese 8 Folgen, knappe 8 Stunden, die vergängen so schnell. Es ist nie langweilig, es ist nie überfordernd, es ist so perfekt umgesetzt, das ist für mich richtig, richtig gut. Ja. Und dann natürlich noch diese angeteaserte Figur am Schluss. Der Smoker. Geil. Mei. Dass er sogar alle 2 Zigarren dahinter hat. Hat eigentlich der Sanji geraucht? Boah. Fällt mir jetzt gerade so ein. Hat der geraucht jetzt in der Serie? Kann ich ja gar nicht sagen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob er Schreibt geraucht es hat. in die Kommentare. Ja, wer die Serie gesehen hat, sagt uns mal, hat der Sanji geraucht. Ha. Weil wenn wir uns das nochmal anschauen, dann werden wir sicher nicht darauf achten. Ich schaue die ganze Zeit jede Folge nur auf den Namen ihre Brüste. Sind die größer? So ein Scheißdreck, wieder nicht. Oh Mann. Muss ich wieder zum Anime umschwenken. Sag mal, ist dir aufgefallen bei der Folge 1, gleich am Anfang, wo sie ja dann in die Menge dann so reinfilmen, wo der Gold Roger hingerichtet wird, sind da ein Spoiler. Haufen von unsere Charaktere nochmal in Jung drin? Also der Shanks und so? Der Mihawk ist auf alle Fälle drin. Und der Shanks, oder? Ja, ich glaub, also, und es wird noch mehr auf irgendeinen draufgehalten, aber der kann Das ist der Smoker. auf einen Piraten, meine ich. Ach so. Also ich hätte gemeint, dass da noch mehr einer so bewusst gefilmt worden ist, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, wer das ist. Ob das vielleicht hat der lila Haar gehabt, war das der Don Creek? Ich kann es jetzt nicht mehr sagen, aber da waren ein paar von den Jungen da. Ja, kann sein, vielleicht war es ja der Don Creek. Aber ich bin mir wir ziemlich müssen es sicher, nochmal anschauen, die Serie, das hilft nicht, Corby. Wir müssen es bin nochmal mir anschauen. ziemlich sicher, dass ich einen Shanks zumindest gesehen habe. Ja, wie gesagt, also ich war jetzt zu 100% ein Falkenauge und sonst weiß ich nichts mehr. Super. Gut gemacht. Ja, ich war so emotional überladen, dass ich die Serie jetzt endlich kriege. Ich hab mich nicht konzentrieren können. Okay. Ich schaue es mal drittes Mal an, mir ist doch das scheißegal. Ja, darfst du. Ich will Zeit dafür. So, Leute, wir haben ja jetzt eigentlich größtenteils nur über die Charaktere geredet, das war aber unbedingt wichtig. Wir machen mal gerne noch mehr eine Folge drüber, wenn ihr das wollt. Aber schreibt uns bitte, wie ihr das gefunden habt, weil wir reden jetzt nur über Top und Flop. Flop. Lob, 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 lob. Dann, Kani, verzeih mal, was ist denn dein Top und Flop? Also ich tue mir beim Top echt so schwer, weil das alles so geil ist. Das ist ganz schwierig. Ich weiß nicht, auf was ich mich festlegen sollte. Kann ich sagen, dass mir die erste Staffel gefallen hat? Ja, schon, das ist aber eigentlich echt schwach. Ist ein Riesentop dann, ja. Ach Gott, oh Gott. Fang du mir ja schnell an mit dem Top, weil ich bin immer nur so in der Findungsphase. Diese Geschichte mit dem Shanks, das war so extrem toll für mein Herz, ich kann es da gar nicht sagen. Also gerade dieser Moment, wie er einen Ruffy dann rettet und dann das Seemonster aufhängt, wie das Seemonster schon ausschaut. Boah, und das auch vorher aus dem Anime aus. und auch davor mit dem Bergräuber, der schaut auch 1:1 so aus. Das ist so extrem toll. Und da habe ich mir schon gedacht, egal was sie jetzt nur die restliche Serie machen, allein, dass ihr das so großartig verfilmt habt, Hammer, mega geil. Und dein Flop? Achso, das soll ich eigentlich nur. Ja, oder warte, dann sag ich jetzt schnell mein Top. Mein Top ist einfach, dass diese Serie ist es so geil haptisch ist, also dass es Kostüme sind, es sind Masken, es sind Sets gebaut worden. Das finde ich so geil, dass es nicht einfach nur der CGI-Overkill ist, wie man es vielleicht erwarten darf in der heutigen Zeit, sondern es ist halt wirklich, da ist so viel Liebe eingeflossen in das Ding und das finde ich sechst du in jeder Szene an. Und da bin ich so froh drum, dass es auch so geworden ist und nicht so, wie gesagt, CGI-Overkill. Ja. Wo ich dann auch jetzt einfach gleich schnell überleite zu meinem Flop, wenn CGI eingesetzt worden ist. Das hat nicht immer Hand und Fuß gehabt. Da sind mir ein paar Szenen sehr negativ aufgefallen. Das ist zum Beispiel, wenn der Ruffy das erste Mal seinen Gum-Gum-Ballon hernimmt.
das schaut nicht so hundertprozentig geil aus, aber was noch schlimmer ausschaut, ist die Explosion an den Masten dann oben. Genauso wie die Explosion nicht gut ausgeschaut hat, als der Mihawk das eine Schiff zerteilt. Explosionen haben es überhaupt nicht gut hingekriegt. Und für mich war aber die schlimmste Szene, das war da, wenn der Chef mit dem Sanji als Kind auf der Insel ist und er dann zu ihm umläuft und eben sagt, was er mit seinem Fuß da hat, und da ist das ist so schlechtes Greenscreen. Das ist ganz, ganz schlimm. Da haben wir gedacht, das kann doch jetzt gar nicht echt sein, dass das so ausschaut bei circa 16, 17 Millionen Budget pro Folge. Das muss doch besser ausschauen. Aber es waren Gott sei Dank nur so diese 3 Szenen, in denen ich gesagt habe, das gefällt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Ansonsten schaut es ziemlich geil aus. Auch seine Gummieffekte, finde ich, sind gut umgesetzt. Vor allem der Schluss auch mit der Axt, wenn er dann praktisch ganz einen Along-Park zerlegt. Das hat alles Hand und Fuß. Drum kann ich ihnen das verzeihen und hoffe, dass das nicht schlimmer wird. Okay, das ist aber auch schon meckern auf hohem Niveau. Ja, freilich, die Szenen waren so kurz. Also am präsentesten war es halt wirklich das auf der Insel, weil da halt auch ein kurzer Dialog dann passiert. Da ist es mal, was weiß ich, 1-2 Minuten wird da draufgehalten und da merkst du es halt dann voll, dass das einfach nicht gut ausschaut. Diese anderen mit dem Ballon und die Explosion, die sind so schnell wieder weg, das ist nicht so dramatisch. Ist mir erst beim 2. Mal so richtig bewusst aufgefallen. Ja. Und dein Flop? Also, mein Flop, war mir jetzt nicht aufgefallen, wenn ich jetzt den Manga nicht wieder gelesen hätte, dass sie halt wirklich diesen kompletten Story-Arc vom Don Krieg gestrichen haben. Weil hinter dem Jin steckt ja auch nochmal ein ziemlich kaputter Charakter, der ja da auch nochmal einen Wandel dann durchmacht innerhalb von diesem Story-Arc. Es kommen ziemlich fiese Sachen vor. Ja. Wie auch diese Giftgas-Attacke und was weiß ich. Und das ist eigentlich richtig übel, was da jetzt passiert. Und nein, waren es halt schöne 10 Folgen wahrscheinlich geworden. Aber gut. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich bin schon sehr zufrieden mit 8 sehr guten Folgen. Ich finde es ein richtig geiler Abschluss, so diese Stories aus dem East Blue. Und jetzt kann man halt praktisch mit sehr, sehr, sehr viel Vorfreude in Richtung hoffentlich 2. Staffel blicken. 100%, also da muss eine 2. kommen. Ich flippe aus, wenn da keine kommt. Die war nach dem Cowboy Bebop schon auf 180, dass da keine mehr gekommen ist. Und wenn sie mir jetzt One Piece auch noch streichen, dann sitzen wir hier und schauen würdig den ganzen Anime nochmal an. Ja, aber richtig würdig. Da wird es halt jetzt schon spannend, wenn jetzt das wirklich nix wird, warum machen sie es dann? Also, warum machen es dann diese Anime-Adaption, wenn sie dann nichts mehr daraus machen? Sie hätten ja es kommt ja drauf, wie viele Leute das anschauen. Sie hätten ja theoretisch auch einfach einen One Piece-Film machen können. Also, weißt du, so das langgestreckte Captain Morgan-Gedöns zum Beispiel. Hätte ich mir auch angeschaut. Und hätte ich wahrscheinlich dann auch gesagt, ja, war cool. Da die gern vielleicht mehr singen. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, es kommt nicht drauf, wie viele Leute das anschauen. Sie sind schon ein großes Risiko, glaube ich, eingegangen mit dieser Serie und dem Budget, was sie da einballern. Aber ja, ich bisher, wo sie lies ich ziemlich positiv. Ich hoffe das Beste. Ja. Ich hoffe das Beste. Dann, selbstverständlich, wenn wir es nicht machen, das dann Wichtigste. Dann wären wir wahrscheinlich gemeuchelt. Ja, dann warten wir eine Viva la Movie-Illusion. Der Triple Threat. Corby. Haben wir mir in dieser Serie, und du hast ganz genau hingeschaut, Titten. Ich hab richtig hingeschaut, frag mich. Ja, haben wir da Titten? Leider nicht. Hey. Und wir haben auch keine wachsenden Titten, also noch nicht. Hey. Wer wachsende Titten sehen möchte, schaut sich One Piece, den Anime an. Wird das eigentlich im Manga auch so obszön groß irgendwann? Ja. Schon, also okay. Das ist so, also das finde ich so witzig, weil es so übertrieben einfach ist. Man sieht halt natürlich, also zumindest in den 60 Bänden, die ich sehr aufmerksam gelesen habe, wird niemals irgendwie eine Brust oder sowas hergezeigt. Nein, im Anime siehst du auch nie eine blank gezogene Brust. Du siehst immer nur sehr dünn bedeckte Brüste. Mm. Aber ist eh klar, bei dem Volumen, was die haben, so viel Stoff musst du erst einmal finden, gell? Aber ja, ich finde es witzig. Man kann sich vielleicht drüber beschweren, wenn man mich, aber hallo, simple Kane, see boobs like. See mega boobs like more. See One Piece boobs like the best. Mein Gott, also irgendwie, da bin ich schon gespannt, wenn da irgendwann einmal dieser Bruch dann kommt. Ich bin jetzt aktuell schon gegen Ende von der Brock-Firma.
Also sie sind schon in, wie heißt Alabastia? Ja. Na, Alabastia war Pokémon. Stimmt, ja. Da ist nur Alabasta, oder? Ich glaube schon, ja. Und, beziehungsweise ich bin gerade dabei bei der Geschichte, wo sie einen Tony Chopper kriegen und das ist ja so traurig. Oh, Chopper, ja. Oh Gott. Und der Chopper ist so scheiß cute. Ja. Und Dafür es müsst geht, ihr jetzt, für den müsst ihr jetzt ein Anime anschauen, weil er hat so eine unglaublich liebe Stimme. Der hat so einen unglaublich lieben Synchronsprecher, ich möchte den die ganzen Tag knuddeln. dann gibt's Trompeten in der Serie. Keine Trompete. Und wie schaut's aus mit toten Tieren? Ich weiß nicht, ob wir die Fischmenschen zählen lassen. Ja, oder Fisch halt. Man sieht toten Fisch. Fisch auf alle Fälle, Fleisch, Steaks und so weiter, das wird auf alle Fälle gut eingegessen. Ja. Aber ja, sagen wir einfach mal ja. Ja. Das Tee geben wir einer. Das geben wir einer. Das geben wir einer. Und ich darf einer das Tittentee gebe ich einer später auch, wenn es die Brüste wachsen lassen, dann gebe ich es einer, auch wenn es nicht knockert sind. Aber wenn sie es wirklich wachsen lassen und wir Ballons aufblasen, dann gebe ich einer das Tee bei der Besprechung der 2. oder 3. Staffel. So, und für alle, die mich wahrscheinlich jetzt schon in die Kommentare entweder verbessert haben oder nur verbessern wollen, also die Vorgeschichte, die ich gemeint habe, heißt Romance Dawn. Die heißt genauso wie die erste Folge. Und da kommen der Ruffy und die Nami nämlich schon vor. Gibt's da Romance Dawn? Gibt's da nicht auch irgendwie einen One Piece Film? Kann sein, ja. Hast du Filme alle gesehen? Nein, ich habe keinen einzigen Film gesehen, weil Anime ist scheiße. Du scheiß Vollidiot. Ich schluck dir wie ein Facke irgendwann einmal. Okay. Du musst jetzt auf alle Fälle in den Anime nur einsteigen. Ich lese jetzt erst den Manga. Ja, okay, mach das. Und dann steigst du in den Anime ein, weil du wirst ihn lieben, weil der Humor ist perfekt eingefangen. Es ist ein geiler Zeichenstil, der sich ja im Laufe der Zeit, ich hab's jetzt wieder recht gefeiert, als ich die ersten Folgen angeschaut habe, wie geil simpel das nur zeichnet ist, in 4:3 Format, Hintergrund teilweise einfach nur weiß und leicht eingefärbt an ein paar Stellen, wenn eine Mauer oder so da ist. Und wenn du dann mit den jetzigen Folgen vergleichst, wo es nur noch eskaliert und halt voll geil alles gezeichnet ist, ich war schon wieder so weit, dass ich sage, ich schau den Anime jetzt nochmal von vorne an. Ja, mach das. Ich hab nicht die Zeit dafür. Ich bin froh, wenn ich den Manga genießen kann und wenn ich dann da wirklich und ich habe es jetzt ein paar Mal erwähnt, ich habe in eigentlich jeder Folge einen Gänsehaut-Moment gehabt und ich habe das beim Manga auch. Wenn da diese bestimmten Szenen kommen, gerade beim Rückblick, wo es nur Kinder sind oder so, oder wie das, was wir vorhin gesagt haben mit der Nami, boah, das ist schon Gänsehaut, oder wo dann der Ruffy ihr zuruft, dass sie in die Crew kehrt und sie ist seine Navigatorin, boah. Und sie warnen voll, oder? Geil. Ist da, wo sie dann so da sitzt und so voll am Boden sitzt und warnt, oder? Na, da wo er sagt, sie kehrt in die Crew, da hat er einen Arlong gerade besiegt. Okay. Ja, das sind viel geile Momente. Da kämen dann noch viel geile Momente. Vor allem, wie heißt der Arc mit der Robin? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann es überhaupt nicht mehr greifen, das ist schon so lange her. Es kommt ja, also, allein, wenn ich immer drüber nachdenke, und es kennt man nur der Ace und so, also der Bruder von Ruffy. Sie treffen ja später dann auch noch mehr auf den Shanks und was weiß ich. Ich freue mich jetzt schon so dermaßen darauf. Super. Ich bin richtig angefixt. Also, wenn die Serie was gut gemacht hat, sollte sie nicht mehr fortgesetzt werden, dann hat es mich wieder an diese Geschichte herangeführt. Und das Schöne ist, es ist halt da wirklich Fokus, Freundschaft, diese Träume, Abenteuer und das ist halt einfach super. Es ist eine schöne, gute Laune-Serie, die teilweise ganz gut, ganz krasse Themen auch mit anschlägt und auch ziemlich böse Seiten mit aufzeigt, aber halt irgendwie einfach menschlicher ist. Und deswegen taugt mir eben auch der Anime, abgesehen von dem ganzen völlig überspitzten, in meinen Augen absolut geil kreativen, ist halt so viel Geschichte mit drinnen. Von den Figuren selber her. Also, allein, dass da mit der Flying Lamp, dass die als Mitglied von der Crew gesehen wird, finde ich so schön. Ja, richtig. Wir müssen jetzt aufhören, weil ich muss mir jetzt nochmal anschauen, das hilft nicht. Ich muss jetzt halt alle Mangas bestellen und dann muss ich mir die Serie kaufen. Da kannst du Geld lassen. Boah, leck, ja. Also, ich glaube, eine Staffel Blu-ray kostet, von den Blu-rays, glaube ich, kostet eine Staffel so 65 Euro. und es gibt 20. Da geht's richtig ab, ja. Oh Mann. Na, dann bin ich ja ganz gut aufgekommen beim Manga.
Ja, und mit Crunchyroll läuft das auch sehr gut. Die haben das drinnen. Bin ich sehr dankbar um Crunchyroll. Na dann. Ja, sehr schön. War eine sehr schöne Folge. Also mein Herz ist wieder aufgegangen. Ich habe ohne Scheiß vorhin echt allein, wenn wir drüber reden, Gänsehaut bekommen. Bitte schreibt uns in die Kommentare, was haltet ihr von der Serie, was habt ihr für Verbindung dazu? Sind der Karl und ich einfach nur beschissene Vollidioten und wir haben keine Ahnung von der Welt? Ja, ich sicher nicht. Du nie. Nie, der Mike vielleicht. Ja. Aber ich möchte nicht mir wieder vorwerfen lassen, dass ich hier jedem die Moderation klaue, deswegen halt jetzt die Klappe. Ja, jetzt habe ich mich schon daran gewohnt, dass ich nichts mehr schmerzen muss. Aber ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt und schön, dass euch One Piece anschaut auf Netflix, weil die müssen alle singen. Jeder muss One Piece singen. Wir freuen uns auf alle Fälle über Steady-Abos, weil sollte diese Serie, beziehungsweise korrigiere mich, wenn diese Serie weitergeht, werden wir die Staffel 2 besprechen und dann wird Steady inklusiv, weil es eine Fortsetzung ist. Also genießt die Besprechung dieser ersten Staffel, hört es euch immer wieder an, schaut die Serie immer wieder und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt... One Piece. Jetzt weiß ich ja, was du hinaus wolltest. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von der Grand Line? Und ja, ich glaube auch von der Grand Line, ja. Definitiv, auf der Red Line sicher. Ei. Also dann, auf Wiederschauen. Tschüss.